leider nicht seht, ist auch wirklich tolles Wetter hier. Also Digi-Wiesen wird super. Ich selber arbeite in einem NetTech-Unternehmen und gönne mir das Wochenende, um mit euch zusammen diesen Spaß zu haben, lustige, spannende und tolle Diskussionen zu führen. Also von dem her herzlich willkommen. Freut mich und übergib direkt. Dankeschön, Carola. Tolles Intro. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Leider sehe ich euch gar nicht. Das bin ich normalerweise gewohnt, weil ich meistens dann am Bildschirm sitze und die Zoom-Sessions verfolge. Heute habe ich das große Glück, hier mal live mit dabei sein zu können. Ja, Jan Holstein, im Mittelstand und da auch für das von München zuständig. Und habe mit Andi Keck zusammen, mit der Carola auch Unterstützung und Werner die Marketingwoche gemacht. Und ich freue mich riesig jetzt hier irgendwie, dass die Digi-Wiesen wieder losgeht und dass es vor allem so eine hybride Kiste sein kann. Ne? Dass wir teilweise zusammensitzen können, natürlich alles mit den entsprechenden Vorgaben und Rücksichtnahme auf die Sicherheit, auf die Gesundheit und dass wir trotzdem auch am Bildschirm sind. Also ich finde es ein schönes Format, toll, dass ihr das wieder organisiert habt. Und freue mich auf 16 spannende Tage und sage auch nochmal eine Runde Prost mit einem alkoholfreien Ja, dann trinken wir nochmal. Prost, Prost. Sowohl, Prost. Mary, du bist auch Mitglied du bist Mitglied bei uns. Ja, seit neues Team. Das finde ich ja auch schön. Genau, German Mittelstand, für die es noch nicht wissen. Schön, dass du dabei bist. Erzähl uns, wer bist du? Dankeschön für die Aufnahme. Also ich bin die Marina Merkel und ich arbeite hauptberuflich bei der Landeshauptstadt München. Und wurde dann auch ans Sommerfestival von euch eingeladen. Ich sage uns. Andreas Antinsi verbringen, zufällig, was die Nachhaltigkeit betrifft. Ja, und dann hatte mir das so überzeugt, dass ich dann euch jetzt eingestiegen bin. Ja, super, dass du die direkt hast. Auch was. Also Humor auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, Otto, jetzt haben wir einen schönen guten Tag. Mein Name ist Otto Held. Ich bin ein leidenschaftlicher Wiesengänger und habe das wirkliche Vergnügen, heute das erste Mal live bei der Wiesen dabei zu sein. Ich komme aus der IT-Branche, seit 35 Jahren in der IT-Branche tätig. Habe früher So, jetzt hören wir nichts mehr. Ganz schlechte Leitung, ne? Wahrscheinlich. Ist das Netzwerk. Sind wahrscheinlich per Modem eingewählt und auch nicht per Breitband. Eieiei. Ja, Internet in Deutschland im Jahr 2021. War, glaube ich, auch ein Thema letztes Jahr im Digi gewesen. Und so ist es, so ist es. Ja, genau. Aber wir können vielleicht die Zeit überbrücken mit einem kleinen Einspieler von der offiziellen Digi-Wiesen-Band. Mal gucken, ob ich das machen kann. einen Ton freigeben. Dann spielen wir das mal ein. Ah, da sind sie wieder. Zurück. Da kommen sie wieder. Jetzt klappt es wieder einigermaßen. Ich sag's euch, der Nockherberg ist zwar schön zum Feiern, aber für die Digitalisierung sind die Wände hier abgeschirmt bis zum St. Nimmerlein. Aber 5G rettet uns gerade hier hoffentlich. Ja, jetzt haben wir uns hier auch schon mal vorgestellt. Wir haben hier natürlich auch Keyplayer bei uns hier im Rennen. Und da sehe ich jetzt ganz zufällig den Ingo Krauper. Ingo, servus. Ja, grüß euch. Krauper ist Vorstand und Co-Founder und Vorstand der Norris Network AG, einer der Partner, der das hier auch ermöglicht, heute wieder dabei zu sein. Norris Network ist Hauptsponsor und schau mal, die hast du noch gar nicht gesehen, glaube ich. Maskrug Sponsor und Digi-Wiesen. Servus, stell dich mal kurz vor, bitte.
Ja, erstmal einen schönen Gruß in die Runde. Schön, dass es wieder losgeht mit der DigiWiesen. Es schaut ja recht zünftig aus bei euch, auch wenn die Bilder ein bisschen kriselig sind, ja, der Technik geschuldet, aber man nimmt schon die Stimmung schon mal mit und man freut sich schon mal, dass es wieder losgeht. Ja, gern stelle ich mich kurz vor. Ich bin einer der 3 Gründer der Noris Network AG. Die Noris Network, wir machen IT-Dienstleistungen für Banken, für Unternehmen. Wir bauen Rechenzentren, wir betreiben Server, wir betreiben Cloud-Dienstleistungen und haben Anspruch, das mit einer hohen Sicherheit und einer hohen Verfügbarkeit zu machen. Und ja, insofern freuen wir uns, dass wir hier als Partner bei der DigiWiesen wieder dabei sein dürfen und hoffen auf sehr schöne und gelungene 16 Tage. Wir freuen uns auch bald, wenn wir bei euch sein dürfen. Das dürfen wir nicht vergessen, 23. Ja. Die Mittagswiesen XXL mit Turbobandbreite wahrscheinlich beim Noris Network Rechenzentrum in Aschheim sitzen wir dann und wir freuen uns um 11:30 Uhr beginnend, genau, und haben dann auch noch eine kleine Afterwiesen bei dir. Absolut, also da geht es dann sicherlich wieder rund. Das war letztes Jahr schon sehr schön, da waren wir ja auch gemütlich zusammengesessen, da hat auch das Wetter gut mitgespielt und das hoffen wir natürlich dieses Jahr auch wieder, wobei zur Wiesenzeit, da habe ich ja so keine Bedenken. Das Wetter passt immer. Heute auch ein traumhafter Tag hier in München. Dann darf ich mal ganz kurz zum Frank. Frank, hörst du uns, siehst du uns noch? Du bist gerade selber irgendwo am Feiern und schön, dass du trotzdem noch zu uns stößt. Frank, Frank Miller von der Straight. Jetzt erklärst du mal selber, was Straight ist. Weil ich habe gestern gesagt, ich bin bei Straight und dann haben wir gesagt, okay, wo geht's da hin? Geradeaus. Also, uns mal. Genau, ja, guten Morgen zusammen nochmal hier auch von meinem Standort. Ich bin im Hintergrund auf dem Dach meiner Agentur. In echt sitze ich gerade im Garten zu Hause. Beim Nachbarn ist heute Wiesendahorn. Im Moment fliegt ein Flugzeug vorbei. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem gut. Wiesendahorn, das haben wir ja eigentlich seitdem es Corona gibt, letztes Jahr und dieses Jahr jetzt wieder zum Auftakt gemacht. Statt dem Fassanstich in der Stadt auf der Theresienwiese machen wir es im Garten. Das geht dann auch gut. Nun bin ich auch schon im Dress und gestylt, dass ich dann nachher hier in der Nachbarschaft ordentlich auch ein trinken kann. Ja, ich freue mich, dass ich heute auch dabei sein kann, dass es genau zeitlich sich auch ausgeht, um auch auf Ingo draufzusetzen. Straight ist eine Agentur für Creative Inbound Marketing. Wir selbst sind Kunde von Noris schon seit vielen Jahren und betreiben dort auch Websites, die so Hochsicherheitsthemen auch brauchen und machen letztendlich auch digitale Kommunikation, wo Websites ja eine essentielle Rolle spielen für unsere Kunden. Ja, wir sind dieses Jahr auch dabei. Bei der DigiWiesen hatte ich im Vorfeld sicher auch schon ein paar Mal, habt ihr mich gesehen. Ich freue mich auch, dass ich eine Wiesenband mit präsentieren darf, das Königlich Bayerische Vollgasorchester, was dann auch bei dem einen oder anderen Event mal dabei sein wird. Ja, und jetzt, Werner, du magst was sagen? Ja, Frank, ich wollte nur sagen, danke auch für dieses Königlich Bayerische Vollgasorchester. Jetzt müssen wir auch sagen, wann es dabei sind. Am 28. zum Almauftrieb. Das ist unser Hauptevent sozusagen, den wir bei Huawei in Ismaning dann begehen werden. Und dort wird dann ab 16 Uhr auch die Vollgaskapelle spielen. Freue ich mich auch drauf. Wir werden jetzt zwischendurch immer wieder mal so kleine Einspieler zum Vorgeschmäckle kriegen sozusagen, damit ihr auch wisst, wer da Vollgas gibt. Echt tolle Band, tolle Jungs, haben mir total gefallen. 28. dann ab 16 Uhr, nachdem der Clemens Baumgärtner das Fassel anzapft hat, hoffentlich. Genau, und hier und da werde ich dann auch persönlich vor Ort sein. Ich werde auch am 23. bei Noris sein und freue mich, dass wir uns dann auch persönlich sehen. Aber auch hier in Zoom ist es ja schön, dass wir jetzt zusammen sind und in diesem Sinne auf eine friedliche und erfolgreiche DigiWiesen 2021. Ja, dann trinken wir doch gleich. Prost. So, die Schmankerl-Backerl, für alle, die sich angemeldet haben, auch zum 28. und ihren Code bekommen haben, die sind schon gepackt und verlassen gerade auch das Lager. Also freut euch, ihr kriegt jetzt dann auch ab und an dann Post von uns. Jetzt darf ich wir kennen uns 20, 25 Jahre, Geflügel,
Also schon 20 Jahre, seit 25 Jahre Sandkasten schätze ich, sozusagen. ja. Ne? Weil wir jetzt haben wir Genau. 27, 28 in dem Dreh. Ja, das haben die. Und so lange kennen wir uns schon. Norbert Lobwieser vertritt die Firma Jabra, GN.com, oder? GN Audio. Ja. Du wirst uns jetzt gleich aufklären, was das da genau so ist. Also die technische Unterstützung kommt auch von euch, also auch von euch. Herzliches Dankeschön, dass ihr, ja, ich sage mal, ein komplett fremdes oder anders gestaltetes Format mit unterstützt. Das ist jetzt nicht so ein typisches Business-Format, wo man uns jetzt komplett, ich weiß nicht, zutexten mit Krawatte und was weiß ich was alles, sondern das ist einfach noch ganz auf. Aber jetzt stell dich mal selber kurz vor, ich lasse inzwischen schon ein paar Worte. Danke, Werner. Grüß alle miteinander. Ja, mein Name ist Norbert Lobwieser, ich bin von GN Audio, auch mit dem Markennamen Jabra auf dem Markt tätig. Wir sind ein dänisches Unternehmen, wir sitzen in Kopenhagen. Uns gibt es auch schon ziemlich lange, ich habe mal nachgerechnet, wir sind ungefähr so viel jünger wie die Wiesn, als ich alt bin. Also das geht knapp hin. Also ein paar Jahrzehnte nach der Wiesn sind wir gegründet worden. Ja, wir sind im medizinischen Hörgerätebereich unterwegs, entwickeln und vertreiben medizinische Hörgeräte, aber auch dann, also ganz jetzt sicher jetzt hier Audio und Video Endgeräte für Musik. Gut, da spielt schon die Musik. Aber du hast so eine tolle Hose. Also magst du aber mal erzählen, wo du herkommst? Ja, freilich, also ich bin eigentlich nicht so weit weg, aber doch, es hat lange gedauert, also meine Reise hier, ich bin so im Stau gestanden, ich komme vom Chiemsee, ich bin Chiemsee, aber unser Skilassen ist in Raubing bei Rosenheim. Also alles in der Nähe eigentlich, der kommt, wahrscheinlich einer der nächsten, aber am schwierigsten. So ist er denn. Ne? Genau, so ist es. Aber ich freue mich, dass ich dabei sein darf und freue mich schon auf zukünftige Titel. Was? Ja, genau. Ja, mein Gott. Ich glaube, ihr habt zu Hause auch ein bisschen was. Ah, da sehe ich ja den Werner Paulus. Servus, Werner. Wer ist denn noch alles da? Oh, der Markus Schobel. Servus. Servus. Die Nicola, jetzt sehe ich sie. Genau, hi. Sag mal, wie geht's dir? Erzähl mal. Hallo zusammen. Genau. Ich sehe auch, ihr seid alle wunderbar im Bild mit dem Norbert. Ich freue mich, dass der Norbert es geschafft hat. Super, also hallo zusammen. Ich werde mal nicht ins Bayerische verfallen, weil das schon in meinen Schulzeiten immer zu Irritation bzw. Lachanfällen geführt hat. Und ja, ich freue mich auch auf die Digiwiesen. Ich freue mich auf wirklich spannende Zusammenkünfte. Am Montag sehen wir uns ja alle live. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und ja, auf einen guten Start der Digiwiesen. Danke dir. Gefällt dir das Setup? Ich habe es extra für dich noch hübscher. Super. Nee, also ich habe es sofort erkannt, das technische Setup von Jabra und macht sich echt gut. Ich bin begeistert, wirklich. Norbert. Ja, und das Schöne ist, die Audio, das funktioniert wenigstens. Man hört uns und das ist eine tolle Geschichte. Ja, was passiert jetzt während der Digiwiesen überhaupt? Sollte man das vielleicht auch mal kurz erklären? Machen wir. Also Digiwiesen ist wie lange machen wir die Digiwiesen schon? 10 Jahre oder sowas, Mittagswiesen immer auf dem Oktoberfest im Normalfall. Vor 4 Jahren haben wir dann mit Michi Käfer und mit der Doro Beer am Abend mal uns unterhalten in einer Veranstaltung, wie digital kann denn ein Oktoberfest sein? Da haben wir alle noch nicht an Corona und den ganzen Schmarrn gedacht, sondern da haben wir uns wirklich einfach mal Gedanken gemacht, wie viel man digitalisieren kann und wie man weltweit die Leute mit reinholen kann. Und ja, und als dann der Markus Söder uns vor 2 Jahren dann gesagt hat, 1,5 Jahre ist jetzt das 2. Jahr, also jetzt vor einem Jahr sozusagen, uns gesagt hat, es gibt keine Digiwiesen, es gibt keine Wiesen, haben wir gesagt, jetzt machen wir die Digiwiesen. Also auch hier mal einen ganz herzlichen Gruß. Die Doro schaut uns heute nicht zu, das weiß ich, aber sie hat das ganze Projekt mit unterstützt und deswegen ist sie auch Schirmherrin der Digiwiesen und da freue ich mich sakrisch drauf. Also Doro Bär nach Berlin oder wo du in Frankenland jetzt gerade rumturnst, das ist ja auch Wahl gerade, sozusagen Wahlkampf, dementsprechend auch viel. Ich freue mich, dass du uns unterstützt, danke dir. Und ja, und dann machen wir jetzt seit letztem Jahr die Digiwiesen und machen ein Business Networking voll lässig. Also ich hoffe, es ist lässig für euch. Also für uns ist es super. Wer von euch war denn eigentlich letztes Jahr auch schon dabei? Ich meine, Parksichte kenne ich. Raise your hands, please. Yeah.
Da drin, oh ja, auch alle. Ja, Ja. doch, so viele Wiederkehrer, das finde ich schön. Das ist schön. Vielleicht darf ich auch so viel vorab schon mal verraten. Wir hatten letztens ein Gespräch mit der Stadt München und mit dem Clemens Baumgärtner, das ist wiederum der Wiesenchef. Und es ist so, dass wir die Digi-Wiesen nächstes Jahr, sofern Corona es will, auch tatsächlich auf dem Oktoberfest durchziehen werden. Also wir werden 16 Tage lang vom Oktoberfest singen. Das wird nochmal eine andere Herausforderung und nochmal eine andere Krux werden. Und an einem Tag werden wir ein Zelt für uns exklusiv dann auch haben. Allerdings vormittags, weil abends können wir es uns nicht leisten. Da müsstet ihr aber noch ganz schön Gaudi was. Ja, also wir machen jetzt 16 Tage lang am Mittagswiesen. Da treffen wir spannende Leute, die wir heute schon hier auch zusammensitzen haben. Und unterhalten uns, so wie es eigentlich gehört, auf dem Stammtisch über Gott und die Welt. Und wir versuchen immer ein Thema zu setzen. Wir haben am Montag zum Beispiel das Thema, wie man sich, wie New Work besser ausschaut. Das seid ihr Gastgeber sozusagen. Wir haben schon vorgestellt die Mittagswiesen XXL, wo es um die Cloud-Themen geht. Wir haben am Dienstag, also davor noch, die Trusted Wiesen, auch ein Wiesenprojekt, das ich schon seit vielen Jahren begleiten darf mit der Stadt München zusammen. Da geht es um IT-Sicherheit im weitesten Sinne. Das machen wir mit dem Sicherheitsnetzwerk München zusammen. Am Montag kommt der Martin Hagen und auf wen ich mich auch sehr freue, auf die Susanne Seehofer. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wer kennt Susanne Seehofer? Die Tochter. Die Tochter, genau, die Tochter von Seehofer, die jetzt vor kurzem zur FDP gewechselt ist. Aber das ist doch sensationell. Super, oder? Also, wie der Vater, so nicht die Tochter, so muss es sein. Ja? Also, auch das ist ein schönes Politgespräch, über das wir, glaube ich, ewig philosophieren können. Genau, Frank, wie findest du das? Erzähl mal. Wenn dein Töchterlein oder dein Sohn, ich weiß nicht, was du hast, sozusagen, zur Konkurrenz wandert und sagt, dort arbeite ich jetzt und den Papa lassen wir jetzt nur seine Geschichte machen. Naja, ich pflege eine relativ liberale Erziehung und das ist dann sicher eine Herausforderung, da abzuwägen, ne, wie man dann emotional persönlich darauf reagiert. Ansonsten schaue ich schon, dass sich meine Kinder, mein Sohn und meine Tochter so entwickeln können, wie sie das auch wollen und letztendlich ihre eigenen Bedürfnisse nachgehen können. Ich selbst, als ich Kind war, durfte das auch. Und das war gut so und deswegen darf ich heute auch das machen, was ich liebe. Letztendlich habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht und das ist in der heutigen Zeit essentiell. Und das versuche ich meinen Kindern auch mitzugeben, dass, egal wo sie dann hingehen und was sie dann wirklich tun, das machen, was sie gerne machen. Im Moment ist es so, meine Tochter wäre gerne Influencerin. Ich glaube, das wollen alle im Alter von 14 gerade sein. Sie hat auch tatsächlich neulich einen kleinen Videodreh gemacht für einen unserer Kunden und wurde dann auch auf dem TikTok-Kanal gezeigt, hat natürlich gleich, ich weiß nicht, woher sie das hat, und gesagt, das möchte ich aber auch belohnt haben und hat dann ein kleines Taschengeld dafür bekommen, sonst hätte sie es nicht getan. Und so ist für mich halt wichtig, dass die Kids sich frei entwickeln dürfen, liberal entwickeln dürfen und letztendlich ihren eigenen Bedürfnissen nachgehen. Da muss man sicher viel tun, vor allem in der Schule. Da habe ich immer spannende Themen mit Lehrerinnen und Lehrern, manchmal auch mit Rektoren, um letztendlich ja auch einzufordern, was aus meiner Sicht eine moderne Erziehung und eine moderne Bildung auch angeht, ne, auch gerade in unserer digitalen Welt. Wunderbar, danke dir. Ja, aber Carola, was sagst du jetzt so grundsätzlich dazu? Wenn man sich, wenn die Spreu sich trennt sozusagen. Okay. Also, wissen Sie, wir waren jetzt in Südtirol im Urlaub und dann sind wir eben zurückgefahren und Südtirol-München ist ja zum Glück eine überschaubare Strecke. Und dann haben wir alle zusammen als Familie Ballomat im Auto gemacht, weil es uns so langweilig war. Und ich war so stolz auf meine Kinder. Also es war sehr nett, was die Kinder so machen, dass sie ihre eigenen Wege gehen. Und das war nicht immer deckungsgleich und das war auch nicht immer konfliktfrei, aber es war wirklich toll, weil ich gedacht habe, wunderbar. Offensichtlich denken die selber, haben einen eigenen Kopf, haben ein tolles Verständnis, weil ich gedacht habe, wunderbar. Also ich glaube, darauf kann man als Eltern am allerstolzesten sein. Es gibt so ein paar Richtungen, da hätte ich ernsthaft ein Problem damit, ich bin ganz ehrlich, aber da habe ich gedacht, toll, was das für tolle Leute kommen, die da jetzt älter werden und hoffentlich dann auch bald mit 16 wählen dürfen. Also schauen wir mal.
Wahl ist ja auch so ein Thema. Ne? Also die Digiwiesen steht ja heuer voll unter dem Wahljahr. Also Total spannend. das ist auch spannend, weil wir haben sehr viel Politik auch eingeladen und das ist gerade ein Sack voll Flöhehüten. Also mal müssen wir den Termin verschieben, mal nach vorne und mal nach hinten legen. Wobei sich auch ganz tolle, spannende Geschichten daraus ergeben haben. Die norwegische Digitalministerin hat von der Digiwiesen gehört und war ganz begeistert. Und wir werden jetzt am Dienstag, glaube ich, eine Aufzeichnung machen mit der österreichischen Digitalministerin und mit der norwegischen Digitalministerin. Also die Digiwiesen geht jetzt gerade auch nochmal ins europäische Ausland. Wir werden vielleicht nächstes Jahr auch Bastionen haben. Ich freue mich drauf, da setzt das dann alle am Mittwoch, wenn der Schneidemann schnell geschnitten hat. Ist die Dorothea nicht auch mit dabei? Das ist doch dann ein Triel, oder? Nein, das ist kein Triel, das ist ein Duell. Okay. Nein, also die streiten nicht miteinander, sondern wir sprechen über die Zukunft der Digitalisierung in Europa und wie wichtig das ist. Und genau das ist ja auch das Thema von Ingo Grauper. Du bist ja auch da sehr, sehr aktiv natürlich. Ihr seid Betreiber einer kritischen Infrastruktur. Da ist es ja auch ganz wichtig, dass in Europa ganzheitliche Rahmen gesetzt worden sind. Da kannst du mir dann auch gleich mal eine E-Mail schicken, was so dein Auftrag ist, den ich in Richtung den europäischen Digitalministerin dann auch setzen darf. Aber was ist so dein Feeling? Geht das alles in die richtige Richtung, wie wir in Europa zusammenwachsen? Brauchen wir da mehr Gas? Wie siehst du das? Ja, ich finde schon mal interessant, dass die norwegische und die österreichische Digitalministerinnen miteinander streiten. Ja. Da sieht man mal, wo wir in Deutschland stehen. Ja. Da ist die Digitalisierung zwar auch weit voran in den Köpfen, aber so richtig vorangekommen ist es vielleicht noch nicht. Aber es geht ja jetzt und es muss ja und es wird ja vorangehen, weil wir haben ja alle keine Wahl und keine Möglichkeit. Und durch Corona, da haben wir jetzt so viel neue Dinge auch erfahren, was alles geht, was alles möglich ist, dass es dem einen oder anderen auch mittlerweile ja schon wieder zu viel geworden ist. Das muss man fairerweise auch sagen. Für uns ist es eine sehr, sehr schöne Entwicklung, dass wir sehen, dass das, was wir uns als Kinder, muss man fast schon sagen, immer erträumt haben, jetzt für die neuen Kinder, die jetzt da alle nachkommen, also ich habe auch einen Sack voll Flöhe jetzt hier zu Hause, denen habe ich heute auch versprochen, noch in den Kletterwald zu gehen, dass man mal wieder was nicht Digitales macht, ja, dass man mal wieder was Reelles tut und rauskommt, dass man sieht, wie die mit dem ganzen Thema aufwachsen, völlig unverkrampft, die machen die Dinge einfach, lernen, sehen, wie es geht, kapieren das sofort, gehen mit den Themen völlig unverkrampft um. Und was bietet natürlich neue Risiken und Gefahren, aber auch ganz viele große Chancen, weil die einfach die Welt gar nicht anders kennenlernen als so. Und das ist die große Normalität. Und wenn man so umgeht, dann wird man einfach die Zukunft ganz logischerweise anders gestalten, weil einfach diese ganzen Schranken, diese Vorbehalte, all das, was uns irgendwie noch irgendwo begrenzt in unserem Denken, in unseren Möglichkeiten, Arbeitsrecht, wann darf ich das, wie muss ich mit dem umgehen, was darf ich im Inland, was darf ich im Ausland, wie kann man überhaupt zusammenarbeiten, was sind meine Grenzen, das sehen die alle nicht, das sehen die überhaupt nicht, die gehen da spielerisch heran, das ist schon ganz, ganz interessant, das zu beobachten. Da muss ich selber sagen, da fühle ich mich da manchmal schon ein bisschen jetzt schon ausgeschlossen und denke mir, oh, so weit komme ich da gar nicht mehr mit. Das ist interessant, dass es einem dann selber so geht, wo wir ja eigentlich die Digital Nerds der ersten Stunde waren, dass man irgendwann mal feststellt, oh, geht jetzt sogar mir einen Schritt zu weit. Ich hätte jetzt gern lieber ein bisschen langsamer das Ganze. Digital Nerds der ersten Stunde finde ich gut, oder? Sagen wir alle auch. Gottes Willen. Wir müssen mal schauen, dass wir die Next Generation hier abholen. Das tun wir auch übrigens, Next Generation. Im Laufe der Digiwiesen, ich weiß jetzt den Tag nicht auswendig, wenn es interessiert, bitte digiwiesen.bayern ansteuern. Da haben wir auch sehr viele neue Themen, nachhaltige Themen und da sind natürlich auch die jungen Wilden, sage ich jetzt immer einfach mit dabei, da freue ich mich drauf. Aber wir haben jetzt einen neuen Gast dazu bekommen. Servus, grüß dich. Servus. Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Christian Schulz, ich bin Unternehmer in München und meine Hauptthemen sind, ich mache Cyber Security, Informationsschutz, Datenschutz und auch gerade noch ein Lernergebnis aus der Pandemie, noch ein weiteres Standbein auf als Service Provider für digitale Sicherheitsthemen.
Also passt du genau zu unserer Runde. Schön, dass du da bist. Freue ich mich jetzt auch. Jetzt sorry, ich muss das mal kurz loswerden, auch wenn es ihr nicht habt. Wir haben hier wunderschöne Brotzeitrettung, die sind nicht aus Plastik. Also ihr dürft euch gerne bedienen. Ich werde euch auch nicht ansprechen oder die Carola wird euch auch nicht ansprechen, wenn ihr den Mund gerade voll habt. Aber es wäre irgendwie schade, wenn wir es nicht essen. Also haut's rein. Ich hoffe, ihr habt da draußen auch irgendwo ein bisschen an Brotzeiten und nebenbei noch stehen und könnt euch an den Weißwürsten noch ein bisschen nicht tun oder sonst irgendwas. Wäre jetzt eine schöne Geschichte. So, wen sehe ich denn da noch alles? Den Markus Strobel, den habe ich ja schon mal kurz begrüßt. Servus. Servus, grüß Gott. Ich bin heute Neuling. Eben, Neulinge nehmen wir immer gerne auf. Wir haben so eine kleine Rubrik A dabei, oder? Okay. A dabei, das heißt, wir stellen mal die Leute vor, die einfach bei uns Gäste sind. Und du bist jetzt A dabei, stell dich vor. Was hast du auch hier stehen? Also Ach so, so geht Wow. Also ich bin der Gründer von Bavari AR und so geht Wow. Ich war jetzt mehrere Jahre der Digitalchef vom Circus Roncalli und habe dort die Tiere als Hologramm verwandelt sozusagen. Und habe schon immer eine Leidenschaft für Augmented Reality und solche Sachen gehabt, komme eigentlich aus der Fernsehbranche, also seit 25 Jahren. Und habe jetzt in der Corona-Zeit, da ja die Veranstaltungsbranche brach, lag und liegt, mein eigenes Digital-Startup gegründet. Ja, und versorge die Welt jetzt mit AR-Lösungen für Marketing und Events, aber auch für Hologramme. Bin jetzt gerade dabei, wohl das größte Hologramm der Welt in der Nähe von Dubai zu bauen und werde jetzt eine holographische Fernsehshow entwickeln für die Pro7/Sat.1-Gruppe. Mehr darf ich auch noch nicht sagen. Und ja, bin ganz neu, bin in München, ich bin ein Münchner Kindl. Ich liebe die Wiesn, ich kenne die Wiesn und es ist toll, dass es sowas gibt. Das habe ich vom Werner erfahren, ja, was man da alles mitmachen kann. Und freue mich, heute in der Runde dabei zu sein, auch neues Netzwerk zu kriegen. Wie gesagt, ich bin da eigentlich Neu-Digital-Unternehmer im Gegensatz zu euch allen, aber es freut mich, ja. Also der Standort München, ich bin absoluter Lokalpatriot, deshalb auch Bavari AR, ja. Möchte den Standort stärken. Es gibt wahnsinnig viele tolle Sachen. Ich mache jetzt auch was im Medizinbereich. Da gibt es ein Riesenzentrum jetzt dann in Deckendorf, das gerade durch die Dorobert entstanden ist und weiterhin entsteht. Ein E-Medizin-Lab. Auch da werde ich mitwirken und ja, bin ein bunter digitaler Hund, der am liebsten kreativ arbeitet. Aber du weißt schon, das ist echt gemein zu sagen, das größte Hologramm, das es je gab, und dann zu sagen, ich sag's nicht. Achso, nein, das Hologramm ja, aber nein, die Fernsehshow darf ich nicht sagen. Das größte Hologramm wird eine riesen Historienschau sein. Geplant sind im Moment 32 mal 18 Meter. Wow. Also richtig groß. Der Vorteil ist gegenüber dem Standort München und Deutschland, die haben jede Menge Digitalleitungen da drüben. Also da kriegt man das auch wirklich hin. Also selbst in Echtzeit. Ja, wir wollen auch Echtzeit-Hologramme machen. Wenn jetzt dann, jetzt sind wir ein bisschen zu spät dran für diese Expo, aber ich mache Entertainment. Also das heißt, mein Ziel ist es dann auch, weltweit Konzerte digital stattfinden zu lassen durch Live-Hologramme. Das geht im Moment aber nur in Deutschland in Fußballstadien. Da brauchen wir aber viele Zuschauer, damit sich das finanziert, weil das sind die einzigen Standorte, die genug Glasfaserleitungen mit den größten Stärken haben. Alles andere ist echt in Deutschland schwierig. Und dort sagen die halt, wie viel Strom brauchst, welche Leitung brauchst, bau mal. Und dann heißt es nicht 2 Jahre, sondern reichen 2 Monate. Ja, und dann, das hätte ich gern in Deutschland auch. Ja, also ihr seid ja auch alle wahrscheinlich davon betroffen. Und ja, ich möchte sowas gerne, das sieht man jetzt, aber macht ja jetzt auch eine Hologrammshow, die aber voraufgezeichnet ist. Es gibt jetzt dann ein Fernsehformat in Amerika, wo Avatare quasi durch Body-Tracking und Facial-Tracking live gesteuert werden. Ich möchte sie aber gerne hier, ja, also in echt schaffen. Also nicht nur auf dem Screen, sondern also als Augmented, sondern wirklich als Hologramm. Und will mir jetzt dann im nächsten Jahr so ein HoloLab hier aufbauen, entweder in München oder um München, wo man ein bisschen forschen kann. Beim Circus Roncalli war die Herausforderung ja auch, das Hologramm gab es nur geradeaus, die Manege war aber rund. Ich
Ich weiß nicht, ob jemand von euch das gesehen hat. Und da gab es dann 2 Digitalfirmen, die daran gescheitert sind, beziehungsweise Projektionsfirmen und wie sie alle hießen. Und da habe ich dann in Nacht- und Nebelaktionen quasi mit dem Chemiekasten das Ganze modifiziert und umgebaut und jetzt geht's. Ja. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Du wolltest noch? Ja, also ich wollte ihn gerade festnageln. Also nächstes Jahr Digiwiesen mit der Bavaria hier als Mega-Hologramm dürfen wir das dann schon Du wirst lachen, wir hatten schon das Thema überlegt, aber ich habe es leider nicht so umsetzen können. 2022, die gewünscht hätte. 2022 wäre ein Thema, aber du wolltest das sagen. Ich wollte auch was dazu sagen, weil ich finde das allgemein ein spannendes Thema, auch jetzt so zum Beispiel Silvester. Es gibt immer weniger Live-Feuerwerke. Da sind manchmal so Hologramm-Shows oder auch Lasershows sehr attraktive und sehr sinnvolle Alternative. Ja, also nachhaltig. Ja, nachhaltig. Es gibt es ja auch mit Drohnen, ja, ein sogenanntes Drohnenfeuerwerk, wo dann jede Menge kleine Drohnen mit ihren Lichtdioden da oben Bilder zaubern. Aber da sind wir wieder in Deutschland. Drohnen sind ja über Personengebieten nur bedingt zugelassen. Das heißt, sowas könnte man eventuell über den Chiemsee machen oder sowas, aber zum Beispiel in München schwierig. Aber vielleicht können wir ja da die Frau Bär und den Herrn Söder festnageln, dann machen wir das nächstes Jahr. Das meinst du, das klappt? Ja, das liegt ja an euch. Ihr kennt die doch. aber wenn ich es jetzt auch gerade sehe, hier Gruß nach Hamburg übrigens, ja? Hallo. Ja, zum Wohl. Prost. Entschuldigung. Ihr seid so klein, ich kann euch kaum erkennen, das ist schade. Nein, es gibt einen Trick, du nimmst das nimmst uns in die totale Ansicht und die anderen gar hinweg. Ja, aber dann hätte ich ja unseren liebenswerten Holographen gar nicht sozusagen in Schönheit sehen können. Also man muss sich entscheiden. Ne? Also so habe ich jetzt alle gleich paritätisch vor mir. Aber ihr habt so leckere Sachen, das ist besser. Ich habe hier noch nicht so schöne Sachen zu essen. Also es sind wirklich Kunstwerke an Brotzeitbrettern. Also ganz großartig. Ich hoffe, ich mache euch allen den Mund wässrig, dass ihr auch natürlich bei den nächsten Mittagswiesen auch analog dabei seid. Am 28. Sehr gut. Ja. Dann stell dich doch gleich mal kurz vor, bitte, Ulrike. Ja, ich bin die Ulrike Kremer vom Kontor Hamburg und bin als Unternehmensberaterin unterwegs und meine große Mission ist Generationsmanagement, wie man die Generationen miteinander besser vereinigt und das im Arbeitskultursinne, wie wir bessere Strukturen bilden, dass Alter eines Tages keine Rolle mehr spielt, sondern eben andere Dinge wie Leistung, Fähigkeit und Wollen und damit eben vielleicht auch tatsächlich die Demografie etwas besser abzubilden in unseren heutigen Unternehmen. Ja, das zu mir. Ich freue mich auf diesen wunderbaren Tag. Perfekt, danke dir. War auch schön. Sag mal, Mary, was ist jetzt du bist ja jetzt ein bisschen jüngere Generation, hätte jetzt was gesagt, klar, nicht wirklich. Nee. Wir sind ja auch so jung wie du. Was verbindest du jetzt mit der Wiesn? Was ist für die Wiesn? Also ich bin übrigens schon mal froh, dass die digitale Wiesn stattfinden darf. Ne? Aufgrund der Corona-Pandemie war es letztes Jahr doch noch anders. Vor allem bei der Stadt München, da war ich ganz anders gewohnt. Was mir jetzt halt gefällt, dass wir jetzt wieder analog hier zusammen sitzen dürfen und natürlich auch unser Bier trinken. Genau, also ein Lob auf unsere Spritzer dieser Welt. So ist es. Prost. Aber was verbindest du jetzt wirklich mit? Was ist das für dich, eine Lebenseinstellung oder ist das eine große Party? Also ich komme ursprünglich aus Mittelfranken, man hört ein bisschen mein Dialekt. Ah, nicht wirklich. Ah, schon, so ist es nicht. Und ich bin tatsächlich immer dann zu Wiesn nach München runtergefahren. Für mich war das immer ein Erlebnis, einfach ein Schauspiel in den Zelten, da die jungen Leute zu sehen, wie sie feiern wirklich, die Freiheit genießen dürfen. Dann das Bier in Genüssen einfach hinein. Das Volk, muss man sagen, ja. Was aber auch schön ist, die zünftige bayerische Musik. Also ich spiele auch steirische Harmonika. Habe selbst schon mal einen Stammtisch daheim, einen Weiberstammtisch. Und da spielen wir auch öfter mal halt die bayerische Musik. Und ja, man darf halt einfach in Gruppen dann feiern. Und klar, also dann ist man halt zu später Stunde mal
erschöpft durch die ganzen Biomassen, je nachdem, was man sich halt zunimmt. Und dann gibt Wir es trinken das also. Afterwiesen noch. Aber im Prinzip ist es eine tolle Wiese für mich immer gewesen und ist da bei mir immer im Herzen drin und es muss auch weitergeführt werden. So sehe ich das. Perfekt, das ist doch schön. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Ihr seid ja immer mit Kunden raus auf Wiesen, ne? Wir sind eigentlich traditionell immer mit Kunden raus. Zu Anfangs war das auch also viel in München aufgewiesen. Bei uns hat sich das dann alles nach Rosenheim verlagert. Das ist auch ein sehr schönes Herbstfest, die richtige Gräser. Also das ist mir sehr gut angekommen bei allen, auch bei allen Altersstufen. Bei den Jüngsten, bei den Ältesten. Man vermischt sich da. Also man lernt sich einfach wirklich ganz leger kennen und spricht miteinander, auch dann weg vom Geschäft einfach einmal oder auch über das Geschäft. Und das machen wir jedes Jahr. Und das ist für uns auch eine Tradition, dass wir einen Wiesenevent haben. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir hier eine Digi-Wiesen haben. Genau, danke, super. Erzählt euch weiter. Aber das ist ja genau das. Also, das vergisst man ja auch immer. Oktoberfest ist ja nicht immer nur Saufen und Party und was weiß ich was alles, sondern da werden ja wirklich Netzwerke gefestigt. Es werden neue Netzwerke gegründet. Es wird wahnsinnig viel Business dort angeleiert und das fehlt auch. Ne? Also wir müssen auch mal an die ganzen, natürlich jetzt auch ein bisschen trauriger vielleicht, an die ganzen Schausteller und Wirtsleute denken, die natürlich auch immense Verluste auch gerade erleiden, persönlich wie auch finanziell natürlich, aber auch das Drumherum, also viele Unternehmen, die dort Geschäftsanbahnungen gemacht haben. Weil Geschäft ist nun mal persönlich, oder? Ja, auf alle Fälle. Vielleicht noch eins dazu wäre, das ist auch ganz interessant, finde ich. Also ich habe das erst gestern mit meiner Frau besprochen, bis das Wiesen nicht stattfindet, sind noch ja auch viel weniger Ehen, die auf der Wiesen sich angebahnt haben, haben nicht stattgefunden, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Wahrscheinlich auch einige Scheidungen. Also ein Tränchen für die Scheidungsanwälte. Ja, genau. Ja, aber das hat sich schon auch geändert. Also wenn ich so zurück überlege, meine ersten Business-Wiesen, das war schon noch richtig Besäufnis. Ja? Also so, weißt du, wir haben es ja von den 2000er Jahren gehabt, das waren echt andere Zeiten. Also ich habe auch so das Gefühl, dass sich das so über die Jahre geändert hat. Also es ist deutlich gesittet geworden und das ist auch schön und macht auch immer noch Spaß. Ich weiß ja, wie es euch geht, was ihr so Erfahrungen mit Business-Wiesen gemacht habt. Aber das ist auch einem Wandel unterlegen. Ja. Auch durch die Einschränkungen bei meinen Kunden, dass sie gar nicht mehr zur Wiese gehen dürfen, ist es wirklich schwierig geworden, auch mit den Kunden einfach auf die Wiese zu gehen. Dann, ja? Also dann hat man das irgendwie versucht, so irgendwie privat zu machen, aber auch selbst das bei größeren Unternehmen wird das kontrolliert. Das ganz hart in Compliance-Vorgaben mittlerweile, die verstößt, ja, der kriegt dann wirklich Probleme in seinem Berufsleben. Ja, das ist sehr, sehr schade. Wir nutzen die Wiesen immer wieder gerne auch als Dankeschön an meine Angestellten. Ja, die werden eingeladen und das ist für uns ein besonderer Event. Ja, definitiv. Wir gehen auch gerne auf Frühjahrsfest, einfach damit auch mal außerhalb der Büroräume es zu einer angenehmen Kommunikation kommen kann. Perfekt. Jetzt noch eins zu Wiesen, aber jetzt da schaue ich wirklich ein bisschen noch weiter zurück. Also das ist ja schon lange, die CeBIT noch stattfand. Habt ihr gesehen? Ich war schockiert auf dieser CeBIT, als ich dann das erste Mal, da war wirklich relativ jung, und dann bin ich in diese Halle, ich weiß nicht mehr, wie diese Halle heißt, diese Wiesenhalle. Da, was da der Münchner Halle, genau. Also zwischen 2 und 3. Das war der absolute Mit den Chinesen. Ja, genau. Das werde ich nie vergessen. Das war ja, apropos Chinesen, Ingobert Veit ist nicht im Rennen, oder? Ingobert, bist du zumindest da? Veit? Nein? Dann können wir ja ruhig ein bisschen über die Chinesen auch noch. Aber das stimmt, ja, also CeBIT, das war ein Riesending. Oder? Also jedes Jahr in Hannover alles gehabt, jedes Wetter von Schnee bis Sonnenschein, alles da. Diese Münchner Halle war der absolute Münchner Halle war der Wahnsinn. Aber ein bisschen vermissen tut man es schon auch mit CeBIT, ja? Also ich meine, die gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr und es gibt auch gute Gründe, warum es die nicht mehr gibt, aber das hinterlässt auch so ein bisschen leere Gefühl, wie das Oktoberfest halt auch. Also ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber irgendwie ist man da schon ein bisschen wehmütig. Genau. Also da sieht man natürlich auch, wie wichtig es ist für uns Menschen, 'n, sich zu treffen, auch wieder und zu spüren und was weiß ich was alles.
ich glaube aber auch, durch diese Tools, wie wir sie heute auch mit Zoom hier nutzen oder so, ne, das hat schon auch einen Geschmack, oder? Also ich finde, das ist schon eine Lösung geworden, wo man damit leben kann. Seit 2 Jahren, wo man jetzt wirklich sagt, man baut auch Kontakte, soziale Kontakte auf. Also, wenn ich euch da jetzt da so sitzen sehe oder stehen sehe oder die feiern sehen im Monitor drin, dann denke ich mir, mei, die Ulrike, schön, dass sie dabei ist, oder der Werner Paulus, oder wie ihr alle heißt. Das ist super, dass wir uns wieder sehen, und das ist fast so, als ob sie da sitzt. Ein bisschen kleiner, aber das schadet nichts, bin ja auch nicht der Große, deswegen ist das so schön, wenn ihr mal nett immer nach oben schaut, oder? Absolut, ich muss auch gerade schauen, ich sehe den Werner Paulus ja. Werner, wir haben uns ja seit, was weiß ich, Zeiten nicht mehr gesehen, also schön, dich auch mal wieder zu sehen. Grüß dich, Norbert. Grüß dich, servus, Werner. Und ohne Zoom, wir würden am Telefon sitzen und miteinander sprechen. Unvorstellbar. Ja, aber müssen wir uns 1,5 Stunden so unterhalten am Telefon überhaupt? Also dementsprechend finde ich das toll. Und jetzt brauchst du auch, das ist jetzt keine Schleichwerbung, aber du brauchst halt ein gescheites Equipment natürlich drumherum. Und das ist halt schon auch wichtig, also dass der gute Ton, der gute Sound da ist. Ich hoffe, ihr hört uns auch gut und seht uns auch gut einigermaßen, sodass das auch passt. Aber das ist, glaube ich, auch. Ich könnte natürlich mein Jabra-Headset nehmen. Ja, aber es ist doch ein schönes Zeichen, dass wir es uns so auch gemütlich machen können. Oder? Ja, also und man spart sich auch so ein paar Sachen. Ja? Also singende Kollegen, das sind Dinge, die brauche ich nicht. Also von dem her, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Genau. Der Vorteil vom Norden aus ist, ich brauche auch nur das halbe Dirndl. Ich soll Niki Schiemann auf. Die Jogginghose tut es dann in Hamburg auch noch. Nein, so schlimm ist es nicht, keine Sorge. Aber naja, es war schon richtig mit dem Oberkörper immer. Im Zoom ist halt nur die halbe Welt. Ne? Danke für diese Steilvorlage. Das ist gerade bei uns in der Arbeit auch der Running Gag. Wer von euch trägt zur Arbeitszeit eine Jogginghose unten rum? Sei froh, dass ich jetzt in der 10 nehmen kann. Ach, okay, das ist doch so ein Thema, oder? Es ist wirklich so, am Anfang. Sehr. Am Anfang bist du hergegangen und hast gespiegelt und umgeschoben. Dann habe ich gedacht, na, jetzt muss ich mich aber trotzdem dressen, damit das ein bisschen professioneller ausschaut. Irgendwann ist dann schon aber der Schlendrian reinkommt, dann bleiben die Lampelhausschuhe an oder was weiß ich. So. Dann irgendwie die nächste Stufe war dann tatsächlich die Jogginghose. Und ja, ich habe dann aber irgendwann wieder, also bei mir war es so, habe ich dann irgendwie einen Kick gekriegt und gesagt, ich muss mich wieder ein bisschen professioneller kleiden. Da war ich froh, dass ich wieder ein Sakko angezogen habe und vor der Kamera stand mit dem Sakko. Und das fand ich dann schon wieder cool. Also auch ein Damenthema, also eher an die Damen. Also ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, seit 1,5 Jahren keine High Heels mehr tragen müssen. Glaub's mir, das ist echt angenehm. Das ist schön, die Füße danken es einem. Ja, also, ja. Die Männer gucken natürlich etwas enttäuschter, ne? Das ist ganz klar. Aber bequemer ist es auf jeden Fall zu Hause, ne? Das muss man schon sagen. Anziehen, weißt du, die sind ja dann nicht so unbequem im Sitzen. Das ist ja das Schöne dran. Also wem wir am meisten helfen müssen, das sind Hosenhersteller und Schuhhersteller, glaube ich. Ich soll aufstehen. Ja, du müsstest mal aufstehen, weil du bist halt wirklich fest. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht, mit seiner Lederhosen und Wadenwickel und was weiß ich was. Und jetzt steht ihr alle mal auf da. Alle mal aufstehen, wir sehen, was jetzt drunter ist. Aber schau her, schau da auf, Herr Schulz. Schau her, komm da, Lederhosen. Ja, schau her. Ja, das ist schwerer. Also, ja, sehr schön. So, ja, das muss sein, oder? Wir müssen uns einmal bewegen. Sehr gut. Da müssen wir mal unserem Zoom-Partner mal sagen, hier, die sollen jetzt nochmal die Ganzkörperoptik einführen bei den Kameras. Ne? Statt Querformat, Hochformat. Wir könnten uns da durchaus. Das ist eine andere Junge. Guck an. Gerade haben wir gesprochen über den Ingo Bertheit, jetzt wählt er sich gerade rein. Jetzt wird er gleich. So, erstmal den Style-Check. Genau, jetzt müssen wir uns wieder anständig benehmen, wenn der Ingo Bertheit kommt von Huawei. Servus, Ingo. Ui, ein Wiesenherz hat er da, das finde ich ja schon mal schön.
Ingobert Veit, hörst Also du von uns? hier aus sieht es aus wie eine Schneelandschaft. Ja, das ist ein Kunstwerk. Ein Kunst. Ja, das ist das Herz. Ich habe leider noch kein Digi-Wiesen-Herz, aber ein Huawei-Herz. Das ist doch schon mal was. Du hast dein Herz für Huawei. Genau. Wie geht's dir? Sehr schön, dass du dabei bist. Danke dir. Ja, kurz dachte ich mir, muss ich auf alle Fälle mal Hallo sagen. Ich bin gerade dabei, einen Zoo mit meinem Sohn zu bauen. Da muss ich auch gleich wieder hin. Das Gehege muss aufgebaut werden und die Schlangen eingesetzt werden. Aber auf alle Fälle wollte ich mal Hallo sagen, ein herzliches Servus und einen guten Wiesenbeginn wünschen. Danke dir, super. Also wir freuen uns auf jeden Fall. Ingo, auf Ingobert. Ja, Prost. Prost. Und was tut sich so am Nockherberg? Du, da draußen ist der Laden voll. Das Studio ist auch gut gefüllt, würde ich sagen. Der einzigste Wehmutstropfen, letztes Jahr saßen wir ja noch draußen. Heute sitzen wir drin bei diesem Königswetter, aber gut. Trotzdem super Location hier, also Man kann nicht alles haben, kannst du aber gerne vorbeikommen. Gut. Ja, Ja, euch nochmal in Dankeschön. Berlin ist es saukalt. Echt saukalt ist bei euch? Ja, also jetzt tagsüber geht es wieder, aber gestern Abend war es wirklich sehr, sehr kalt. Die Heizung läuft auf Volltouren. Echt? Okay. Irgendwas sehe ich gerade, Hamburg. So was? Das habe ich jetzt nicht ganz lesen können. Hamburg Sonne hat Habe sie ich geschrieben. aufstehen lassen, aber nur, ich wollte ja auch noch was fragen. Das habe ich ganz Ja, bitte fragen. Bevor du die Brezen dir neigst. Ja. Branding Matters ist ja dein Team. Ja. Jetzt haben wir ja mit dem Oktoberfest eine so herzliche und liebevolle Marke. Ja. Der Clemens Baumgärtner hat vor 2 Tagen dann sozusagen den Markenschutz auch durchbekommen. Auch die Digi-Wiesen ist ja eingetragene Marke, keine Wortbild, sondern eine echte Marke sozusagen. Und wie wird man zu so einer Marke? Ist das Geschichte über viele, viele Jahre oder ist die Story vorher schon erzählt und dann machst du die Marke? Na, also Marke wird oft falsch verstanden, irgendwie erstmal nur als, es ist ein Logo und eine Homepage, ein Auftritt nach außen, ein ordentlicher Auftritt, irgendwie CI sagt man immer auch, also eine Corporate Identity ist oft bekannt, aber Marke ist dann doch noch ein bisschen mehr. Marke ist etwas, was aus dem Unternehmen heraus entsteht. Das ist dass man dann zum Schluss formuliert und wo man Stimmen von außen einholt, von innen einholt und sich die Geschichte, die Historie des Unternehmens oder des Themas, in dem Fall des Oktoberfestes, sich anschaut und daraus dann eine Mission und Vision entwickelt. Und das formuliert man und das macht das dann, diese Bestandteile. Insgesamt nimmt dann natürlich der ordentliche Auftritt nach draußen, der einheitliche Auftritt nach draußen, macht dann diese gesamte Marke aus. Das ist das, was Marke ausmacht. Und ich finde es gut, dass die das jetzt haben eintragen lassen. Habe mich dann aber auch gleich gefragt, Mensch, warum jetzt Digi-Wiesen? Ja, aber warum haben sie nicht noch das Thema Wiesen eintragen lassen? Also Oktoberfest ist gut, dass es wichtig ist, dass man damit kommerziell keinen Schindluder treiben kann, weil es wurde ja überall auf der Welt, ne? In Dubai Oktoberfest, in was weiß ich, Barcelona nicht, aber irgendwo in Brasilien Oktoberfeste und so weiter. Und das ist schon gut, dass man sich so ein Kulturgut, das wirklich an München geknüpft ist, dass man sich sowas auch sichert und dass damit irgendwie nicht kommerziell beworben und Umsatz gemacht wird, wo es hierher gehört. Das ist schon eine gute Sache, dass wir das machen lassen. Und das ist eine super starke Marke, das Oktoberfest. Und finde ich großartig. Also von daher alles richtig gemacht. Vielleicht noch Wiesen schützen lassen. Genau, ja. Aber das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Weil die gehört ja schon Rose wird draußen genau. gespielt. Also das war ja fast witzig. Ja. Bringt ihr dann auch das Oktoberfest zu den Kollegen nach außerhalb oder wie macht ihr das? Feiert ihr nicht mal, weil wir das letzte Jahr bei euch waren? Ich habe es jetzt akustisch schlecht verstanden, weil es halt so ein bisschen bei euch da im hinteren Bereich. Kannst du es noch einmal sagen? Ja, im Hintergrund spielt ja auch die Blasmusik. Sehr schön übrigens. Okay. Nein, ich meine, wir waren ja das letzte Jahr Digi-Wiesen auch bei euch. Es war sensationell. Ja, zwischen dieser IT-Landschaft saßen wir in diesem wirklich schön dekorierten Raum. Ich meine, wie macht ihr das? Ich kann mir vorstellen, deine Kollegen
auf anderen Kontinenten, die sind da schon ein bisschen neidisch, dass ihr das Oktoberfest habt und feiert. Bringt ihr das dann auch raus? Sagt ihr so, wir schicken jetzt Wiesenherzen in die ganze Welt? Oder wie ist es eher zu zurückhaltend bei euch? Ich meine, ihr seid ja ein Riesenkonzern. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es gab in den vergangenen Jahren schon immer mal natürlich wieder so Versuche von uns in den Marketing- und Eventaktivitäten ans Oktoberfest anzuknüpfen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, vor ein paar Jahren war so ein großer digitaler Kongress von uns, der hat, glaube ich, in Frankfurt stattgefunden. Und dann hat man versucht, in so einer, Halle ein bisschen so ein Oktoberfest-ähnliche Atmosphäre da zu schaffen. Das ist jetzt ehrlich gesagt ziemlich krachend gescheitert. Und seitdem rate ich davon eigentlich immer ab, weil es natürlich sozusagen, wenn das keine Leute machen, die eine tatsächliche Root in der Sache haben, wird es ein bisschen schwierig. Und wenn chinesische Kollegen versuchen, so ein Oktoberfest nachzudesignen, funktioniert es einfach nicht so. Und deswegen habe ich jetzt eigentlich über die letzten Jahre von solchen Aktivitäten eher Abstand genommen. Aber jetzt hat die Sache natürlich eine Wendung bekommen mit der Digiwiesen, wo das ja sozusagen aus der Stadt, wo sie herkommt, mit kompetenten und authentischen Leuten jetzt sozusagen da auf den Weg digital gebracht wurde. Da ist es jetzt eine andere Sache. Und da ist das natürlich jetzt ein Format, was für uns auch spannend ist. Aber auch hier sind wir noch mal ein bisschen vorsichtig in der internationalen Expansion, weil das Konzept ist auch bei uns noch, ich sage jetzt mal, vermittlungsbedürftig. Also auf der einen Seite gemütlich und auf der anderen Seite befindet man sich im Lab, hat Business Talk, hat wichtige Digitalthemen. Und ihr habt ja auch das letzte Mal gesehen, beim ersten Mal haben die Kollegen schon immer so einen halben Herzinfarkt bekommen, wenn da zwischen Anlagen, die mehrere 100.000 Euro wert sind, auf einmal so ein bisschen Weißbier umeinander schwabbelt. Da rutscht denen natürlich schon mal das Herz in die Hose. Dieses Jahr ist es jetzt anders. Diesmal sind sie präpariert, sie wissen, was kommt, freuen sich auch. Und da wird natürlich schon auch die Vorteile gesehen, dass man da interessanten Partnern in einer guten Umgebung eigentlich doch auch sehr zielführende Gespräche haben kann. Das beschränken wir aber nach wie vor noch, würde ich jetzt mal sagen, so auf den Ökosystemraum München, Bayern, südliches Deutschland. Also jetzt die französischen oder italienischen Kollegen, denen habe ich jetzt davon noch nichts erzählt, weil ich glaube, für die würde das Konzept so jetzt auch noch nicht funktionieren. So à la longue, wenn vielleicht auch mal internationale Sprecher, Partner reinkommen, kann man drüber nachdenken. Aber im Moment sehe ich da schon noch ganz klar den Nukleus und auch Fokus so im Münchner Raum. Vielleicht könnt ihr euch ja mal den Felix Baumgartner ausleihen für so ein kleines Wiesencoaching. Aber ich freue mich wirklich sehr, wieder bei euch zu sein. Hoffentlich ist das Wetter wieder so toll, Dachterrasse. Ich habe gerade so ein lustiges Bild vor Augen, weißt du, so Plastikplane über euren tollen Geräten. Aber von dem her lassen wir uns wirklich überraschen. Also mega. Ja, auf alle Fälle. Also das Einzige, was ich hoffe, natürlich auch auf schönes Wetter. Es wird natürlich nur schon eine Herausforderung, den blauen Himmel sozusagen zu toppen vom letzten Mal. Aber es gibt mittlerweile Schirme auf der Terrasse, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich hoffe, dass die uns einigermaßen schützen können, falls es dann doch ein bisschen schlechter wird. Ich habe letztens eine Begehung gemacht bei euch. Also, die Schirme sind schon sehr groß und da werden wir schon was hinkriegen, dass wir ein bisschen draußen sitzen können, ein bisschen drin sitzen können. Und ich habe auch auf die Wetter-App, schaue ich ja jeden Tag schon. Und es schaut jetzt nicht so schlecht aus. Es könnte schon sonnig werden. Also wir drücken die Daumen, essen alles auf, also nochmal essen es auf, ja. Dass wir dann auf jeden Fall ein schönes Wetter haben. Das ist praktisch Sonnenschirme, sind keine Regenschirme. Ja, genau, Sonnenschirme. Aber es ist eine schöne Geschichte, 28. Almauftrieb bei Huawei in Ismaning im Open Lab. Jetzt erklärst du uns noch kurz Open Lab und dann darfst du dein Zoom weiter aufbauen. Ja. Na, das Open Lab haben wir jetzt schon seit einigen Jahren. Wichtig vielleicht als Einführung ist, dass jetzt München für Huawei
ein ganz wichtiger Standort ist, schon seit vielen Jahren. Und zwar nicht nur fürs Geschäft, da sind zum Beispiel große Kunden wie O2, das kennt, glaube ich, jeder, aber wir haben da auch unser europäisches Forschungszentrum, da arbeiten über 600 Leute. Und da wurde unter anderem auch am 5G-Standard geforscht. Jetzt geht es ganz viel um das Thema vernetztes Fahren, auch Sicherheit im 5G-Bereich. Aber da hat sich herausgestellt, das ist also eine genuine Forschungslandschaft. Da wird richtig getüftelt und entwickelt. Und jetzt ist aber München oder sagen wir mal der Münchner Raum natürlich auch ein sehr wichtiges Gebiet, was so die Anwender von den Technologien, die wir so haben, betrifft. Und deswegen wurde das sogenannte Open Lab in Ismaning gegründet oder eröffnet von uns, wo unsere Technologie, unsere Vernetzungstechnologie bereitgestellt wird und von Kunden, Partnern, Interessierten tatsächlich in ihren Geschäftsprozessen getestet werden kann. Und das macht eigentlich dieses Open Lab. Also das Open Lab sozusagen forscht in dem Sinn nicht, sondern hilft, Anwendungen, technologische Anwendungen auszuprobieren. Deswegen haben wir da, und das habt ihr ja diejenigen, die letztes Jahr da waren, dann auch gesehen, da ist jetzt auch schon so eine digitalisierte Produktionslinie aufgebaut mit auch zum Beispiel Festo-Komponenten, mit Robotern von KUKA, wo das sozusagen mal simuliert wird, wie so eine digitalisierte Warehouse-Maschinerie abläuft. Und das ist die Logik von diesem Open Lab, dass man also Anwendungen wirklich real testen kann und weiterentwickeln kann. Und entsprechend gibt es da einen Raum, da gibt es natürlich auch ein paar Screens und vor allem gibt es da auch viele Experten, die sich damit auskennen. Und das ist grob gesprochen das Open Lab. Und ja, jetzt das zweite Mal in Folge gibt es auch einmal im Jahr Bier trinken, Brezeln und andere lustige Dinge. Und das Open Lab ist halt auch dafür prädestiniert, für so einen Auftritt. Und das ist ja jetzt schon auch angeklungen, weil da gibt es eine große Dachterrasse. Und auf der Dachterrasse kann man gut Bierfässer anstechen und dann auch austrinken. Und von daher ist es da, glaube ich, keine schlechte Location für das, was wir da so vorhaben. Ja, ich freue mich drauf, oder? Das wird eine schöne Nummer wieder. Ja, und ein spannendes Lab, das muss man auch dazu sagen. Du darfst gerne noch bei uns bleiben, aber du darfst auch gerne deinen Zoo aufbauen. Wir sind ja nicht böse, wenn du die Kamera abstellst oder das Mikrofon anlässt oder wie auch immer. Du bist ein leider Zoo nicht. Wir werden uns die Tage sehen, allerspätestens in Ismaning. Ich wünsche euch noch eine gemütliche Runde. Grüßt mir den Nockherberg und ja, Werner, toi, toi, toi für die nächsten 2 Wochen. Halte durch. Meine Stimme versagt schon heute am Tag 1. Ja. Ich muss es besser machen. Ja. Sehr gut. Ich freue mich dann auf euch und ich bin wirklich mal gespannt, was jetzt passiert. Ja. Das werden jetzt schon ereignisreiche 2 Wochen. Das glaube ich allerdings auch. Danke für die Partnerschaft auch. Gerne, jetzt kommt das Zoom-Out mit dem Huawei-Herzen. Ja. Jawohl, Wahnsinn. Director's Cut hier. Oh, sehr gut. Also, ciao, servus. Ciao. Einer noch Prost mit dem Tegernseher. Das ist auch okay. Ja, dann darf ich auch nochmal die Runde natürlich sagen, dass wir hier bei München TV, wie ja schon gesagt, auch Partner sind. Und das freut mich sehr. Und wir werden ab und zu auch mal so ein kleines Highlightchen auf München TV sehen von der Digiwiesen. Also seid gespannt. Ich bin es auch, weil ich weiß nicht genau, was passieren wird. Heute Abend geht es schon mal los, auf jeden Fall. Werner Paulus, Namensvetter. Also nicht der Paulus, sondern der Werner. Genau. Schön, dass du da bist. Stellst du dich vielleicht auch noch mal ganz kurz in der Runde vor. Ich wusste gar nicht, dass ihr euch beide schon so lange kennt. Wir kennen uns auch mindestens so lange, also eigentlich ist es ein Dreiergespann. Ja, ich weiß nicht, wen von euch beiden ich länger kenne. Ich glaube fast den Norbert. Aber auch, ja. Aber beide sehr lang. Naja, okay, mein Name ist Werner Paulus. Ich bin im Kontor München und beruflich, ja, zum einen habe ich eine kleine Consulting-Firma, aber hauptberuflich bin ich für eine französische Firma tätig, für 2CRSI oder 2CRSI und bin im Bereich Server und Storage unterwegs. Was vielleicht interessant
und auch vielleicht für den Markus Strobel. Du bist Arabien-Kenner und schreibst Bücher darüber. Ja. Du bist, echt ist das Da machen wir doch gleich mal ein bisschen Werbung. Super. Dann könnt ihr mal zusammenschließen und vielleicht habt ihr dann noch bessere Ideen oder noch geilere Ideen für mehr KI und 3D und wie heißt das nochmal? Künstliche Intelligenz auf jeden Fall. Ja, ich habe leider nur natürliche Intelligenz, aber. Natürliche Intelligenz, das lässt ja während der Oktoberfestzeit manchmal ein bisschen nach. Ja, dann habe ich noch gesehen, dass wir hier in unserem Rundtag Süleyman, Servus. Hallo, Anna. Schönen guten Tag. Gut geht's mir. Wenn man da den Hintergrund anschaut, du bist von der Norris. Ich bin bei der Norris, genau. Wir kennen uns ja. Also vielen Dank, dass du auch doch mal die Runde möglich machst. Nachdem uns die echte Wiesn noch, sag ich mal, dieses Jahr noch ausbleibt. Freue mich wieder dabei zu sein in der Runde und freue mich auf die kommenden 16 Tage fürs Netzwerken. Wie vorhin auch gesagt, wir erwarten euch dann am 23. vor Ort in Aschheim. Da werde ich auch vor Ort sein. Perfekt. Und wir haben jetzt, sorry, wenn ich kurz dich nochmal unterbrechen muss, aber wir haben eine Live-Schalte heute und zwar zum Tegernsee. Ja, hallo lieber Werner. Servus, wir sitzen bei euch alle. Wir sagen Hallo vom Tegernsee. Wir hatten gerade den Anstich. Hier ist unser Bier und wir grüßen euch, wir grüßen Sie ganz herzlich zur diesjährigen Wiesn. Wir haben ein Traumwetter. Die Bavaria sieht man hinter uns, die aufgebaut ist. Und ich schwenke mal, wir sehen hier den tollen Tegernsee. Schön. Danke, ihr habt mir jetzt 14 Tage Digi-Wiesn zur Sau gemacht. Genau. Ich schwärme hier von meinem Studio und Sie sitzen am Tegernsee. Also, Thorsten Schiele, darf ich dich ganz kurz fragen, wer sitzt neben dir zum einen? Dass man das sieht gerade so schlecht. Wir stellen, könnt ihr uns denn hören, weil wir hier draußen sind mit dem Handy? Ich versuche es, also Perfekt, neben mir. wir hören uns nicht. Achso, dann sage ich ein, zwei Sätze zu mir. Also Thorsten Schiele, ich bin kooptiertes Mitglied beim Export Club Bayern, dort 20 Jahre schon Mitglied, hatte hier die Wiesn organisiert. Ich freue mich sehr, auch mit dir, lieber Werner, und der Digi-Wiesn zu kooperieren. Ich werde ja morgen auch dabei sein im Studio. Und ich glaube, ich habe auch hier bei der Ansprache unsere Kooperation mal angesprochen. Das ist sehr, sehr gut angekommen, weil der German Mittelstand und der Mittelstand passt einfach perfekt zum Exportclub. Und neben mir, also ich bin selber, für die, die mich nicht kennen, ich bin Unternehmensberater bei Deloitte aktuell und würde das Wort jetzt an den Peter Derr, ein Präsidiumsmitglied vom Exportclub, weitergeben. Lieber Peter, dann sag du ein, zwei Sätze zu dir. Ja, hallo, grüß Gott, vom Tegernsee. Mein Name ist Peter Derr. Ich bin im Exportclub seit circa 12 oder bis 14 Jahre Mitglied. Ich bin Präsidiumsmitglied mit der Funktion des Schatzmeisters. Bin also hier für diese Wiesn am schönen Tegernsee fürs Finanzielle letztlich verantwortlich und zuständig, dass wir nicht zu viel Geld ausgeben. Und ja, der Organisator hier dieser schönen Veranstaltung ist Thorsten Schiele, gemeinsam mit Christina Pointner, die hier im Hintergrund dazu gestoßen ist. Hallo. Die ein kooperiertes Mitglied im Präsidium ist. Und Unternehmerin vom Tegernsee. Sag doch ein, zwei Sätze zu deinem Unternehmen. Ich glaube, das passt sehr gut zum German Mittelstand, liebe Christina. Ich komme vom wunderschönen Tegernsee und habe eine Firma für Klärschlamm-Trocknungsanlagen. Und wir stellen aus Klärschlamm einen CO2-neutralen Ersatzbrennstoff her, der mit Braunkohle vergleichbar ist. Und aus diesem machen wir jetzt auch noch Wasserstoff. Super. Genau. Nachhaltigkeit, da müssen wir dann uns sowieso dann mal austauschen. Das ist ein großes Thema, auch während der Digi-Wiesn. Vielleicht sehen wir uns ja dann nochmal wieder sozusagen. Christina ist am 28.09. dabei, lieber Werner. Christina ist am 28.09. dabei bei Huawei. Ja, perfekt, super, dann freue ich mich. Fesche Burschen, fesche Madel, so gehört es, oder? Ja, genau. Wie lange feiert ihr noch? Oder? Wir sind bis 17:30 Uhr. Wir sind jetzt hier gerade auf der Picknickwiesn, haben eine schöne Musi hinter uns und haben gerade angesprochen und gleich geht es ins Zelt.
wo gute kulinarische Käferköstlichkeiten auf uns warten. Und bis 17:30 Uhr werden wir hier den schönen Blick auf den Tegernsee genießen. Perfekt. Und Werner, du bist ja nachher noch bei uns, oder? Du kommst ja nachher noch vorbei. Herzlich willkommen. Ich schaue gerne zu euch rüber, das wird super. Viel Spaß. Es lohnt. Servus, also, dabei. ganz herzliche Grüße in die Runde. Tschüss. Tschüss. Prost. Prost. Ja, das war der Exportclub Bayern, sozusagen, der sich hier eingeschaltet hat. Partner vom German Mittelstand. Wir arbeiten mittlerweile eng zusammen. Es ist neu dazugekommen. Freue mich drauf, dass es auch eine tolle Runde ist. Wir haben da nette Netzwerke wieder zusammengebracht. So, aber den Leimann habe ich jetzt unterbrochen. Jetzt darfst du genau nochmal, sorry, aber das war jetzt mal ein spontaner Zwischenblick. Kann ja 2, 3 Sätze über mich sagen. Also mein Name ist Süleyman Karakoc. Ich bin knapp über 5 Jahren bei der Norbis Netzwerk im Vertrieb zuständig. Ich bin ein Key Account Manager und werde mich in den kommenden Jahren auf Fintech-Unternehmen spezialisieren, also Regulatorik, Banken, IT, Dual-Site-Lösungen. Das wird so meine Kernaufgaben bei der Norbis Netzwerk sein. Genau. Und wie gesagt, ich freue mich, nochmal in der Runde dabei zu sein. Und ja, die kommenden 16 Tage werden dann sicherlich wieder spannend sein. Letztes Jahr habe ich einiges mitnehmen können und ich hoffe, wir können dann dieses Jahr nochmal so mit DigiWiesen weiter fortfahren. Und im nächsten Jahr haben wir dann die echte Wiesen, so wie im Zelt sind. So ist es. Wir geben alle Gas und bemühen uns. Ja. Waschen fleißig die Hände, damit wir nächstes Jahr wieder sein. Tun wir dann nächstes Jahr. Genau. Wunderbar. Und jetzt haben wir noch Otto, das Urgestein sozusagen, der digitalen Wiesen oder der etwas anderen Wiesen. Ja, ich bemühe mich schon, ein bisschen digitales Flair mitzubringen, von den alten Zeiten noch her, zur DigiWiesen rein. Und ich freue mich wirklich tierisch, dass wir das wirklich möglich machen. Wenn man die echte Wiesen nicht stattfindet, dass da wenigstens die DigiWiesen stattfindet und dass wir alle hier sind und dass wir live sind und dass wir wieder unter Menschen kommen. Ja, unter Menschen kommen, das ist auch super. Und da bist du ja... Hat gestern schon der Oli Kahn gesagt. Echt? Der will unter Menschen, warum? Ja, war das erste Mal wieder gestern unter Menschen. Sauber so, ne? Dann das Präsidium des FC Bayern wissen wir dann, wie es bestellt ist. Ja. Aber weil du gesagt hast, Menschen zusammenbringen, so, das ist ja auch deine Leidenschaft, das hast du ja schon ewig gemacht, du hast den ersten WLAN-Stammtisch in München. Genau, das war 2002 im Englischen Garten und daraus ist ja der berühmte E-Garten entstanden. Und damals hatten wir zusammen mit dem FIBM und 6 weiteren Firmen den ersten WLAN-Hotspot, den öffentlichen WLAN-Hotspot in Europa aufgebaut. Und zwar im Englischen Garten, einmal am chinesischen Turm mit einer direkten Verbindung zum Seehaus. Und damals hatten wir so Vouchers ausgegeben, die konnte man dann an der Kasse am Biergarten einlösen. Für 3 € konnte man dann 1 Stunde im Internet surfen. Und da hat uns die... Der Preis über der Telekom heute. Die waren ja auch der Sponsor teilweise. Aber ich will ja jetzt hier keine Werbung machen. Aber es war ein wirklich ganz, ganz tolles Projekt, wo wirklich die ganzen Münchner Firmen, IT-Firmen damals, die beim FIBM mit dabei waren, wirklich alle mit ihrem eigenen Know-how zusammengekommen sind und wirklich dieses Projekt gestemmt haben. Also wir waren wirklich berühmt in der ganzen Welt, E-Garten, und man hat uns wirklich beneidet, dass wir den ersten öffentlichen WLAN weltweit hatten. Aber wie gesagt, über 20 Jahre her und es ist mittlerweile ein ganz, ganz normal. Was machst du jetzt eigentlich? Ich bin ein Berater, ein Consultant, ein Broker für
Softwareprojekte, die outgesourced werden müssen oder sollten. Wir haben ja einen ziemlich großen Fachkräftemangel im Moment in Deutschland. Und da macht es doch wirklich Sinn, dass wir Softwareprojekte, die wir jetzt hier nicht aus Mangel an Fachkräften eben machen können, dass wir die auslagern. Und ich kümmere mich sehr viel um die Projekte nach Südosteuropa, also sei es auch Ukraine oder Rumänien oder Bulgarien oder Mazedonien. Da suche ich die richtigen Partner, um solche Softwareprojekte wirklich zu stemmen. Nur dadurch können wir wirklich die IT-Landschaft und die Digitalisierung hier in Deutschland wirklich nach vorne bringen. Das ist eine gute Geschichte. Auch das ist ein Thema natürlich, internationale Zusammenarbeit. Da bist du ja in Osteuropa auch bei uns im German Mittelstand aktiv. Wir haben ja mit dem rumänischen IT-Verband auch eine sehr enge Beziehung sozusagen, genau, die du leitest. Und da werden wir wahrscheinlich noch auch von den anderen osteuropäischen Ländern, da besteht auch sehr, sehr viel Interesse, sei es jetzt auch aus Ungarn oder aus Bulgarien oder aus Mazedonien, Serbien. Ich denke, wenn wir die alle zusammenkriegen und da eine enge Kooperation stattfindet zwischen der IT-Landschaft der einzelnen osteuropäischen Ländern und eben speziell sogar Bayern, dass wir wirklich eine richtig schöne Welt machen. Sauber so, das machen wir so. Aber du bist ja nicht nur in Osteuropa unterwegs. Ich weiß ja, dass du ja ein halber Amerikaner bist. Das ist richtig. Also ich habe meinen zweiten Wohnsitz in Texas. Bin dann auch sehr, sehr viel mit den Bayern, also Bayern International, auf Delegationsreisen gewesen, in Silicon Valley und auch in New York, auch in Dallas. Aber ich bin ein halbes Jahr hier und ein halbes Jahr in Texas. Und weil mich das Land wirklich einfach fasziniert. Es ist so groß und wirklich unendliche Weiten. Aber leider Gottes seit 1,5 Jahren wirklich hier gefangen und kann nicht raus, weil die amerikanische Regierung den sogenannten Travel Ban ausgesprochen hat. Und ja, wir dürfen einfach nicht drüber. Und somit, ja, wir haben ein ganzes Haus drüben und mit Autos und Booten und Wohnwegen, aber auch 13 Katzen und ein Hund. Ja gut, der Hund ist mittlerweile abgehauen, aber immer noch 13 Katzen, die versorgt werden müssen, und wir machen das alles aus der Ferne. Wo seid ihr in Texas? In San Angelo oder Texas. Ich sage immer, in the middle of nowhere. Ja, wahrscheinlich sind es inzwischen 50 Katzen, du weißt es nicht. 15 reicht, glaube ich, nicht, ne? Ja, so ist es. Also wenn die mal loslegen, dann hast du da gleich 30 oder 50. Ja. Otto, kleiner Tipp, machst du den kannst Kollegen es gar von nicht mir? zählen, ne? Bitte? Otto, kleiner Tipp von mir, machst du einen Kollege, der ist aus Rumänien, den haben wir 2 Wochen in Quarantäne nach Rumänien geschickt, damit er dann, weil das nicht Schengen ist, in die USA fliegen kann. Ja, das könnte ich ja auch machen, aber das ist mir zu umständlich. Jetzt warten wir erst einmal ab. Es ist sowieso ein bisschen problematisch im Moment, was die Impfquoten anbelangt, auch drüben. Also drüben haben sich ja gerade mal erst 50% der Bevölkerung, gerade mal 50% der Bevölkerung geimpft. Und ich muss mir das nicht unbedingt antun. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Sag mal, nach welchem Kriterium hast du das Nowhere ausgesucht? Also Finger auf der Karte und hier machen wir unser Haus? Oder wie bist du auf den... Nein, das ist familiär bedingt. Meine amerikanischen Schwiegereltern haben dort gelebt. Sie sind mittlerweile beide gestorben. Und wir haben eben dieses Haus dort geerbt und müssen uns dann auch noch weiter kümmern, auch um die Freunde und Bekannte und
das ganze soziale Umfeld, was wir da hatten und natürlich auch den Rest der Verwandtschaft. Mhm. Ach so. Mhm. Spannend. Oh, wer hat sich da als Hund verkleidet? Der Frank, der hat sich verändert. Meine Herren, du musst mal wieder zum Friseur gehen. Nein, jetzt muss ich die Brille aufhaben. Ja, absolut. Das ist ein neues Zoom-Feature, genau. Genau, das, weil wir wieder über die ganzen Viecher sprechen. Da kommt der Hund von Frank genau richtig. Wie schaut es denn bei dir heute noch aus, Frank? Was ist so dein Plan? Du feierst heute bis morgen durch, oder? Nein, ich hab nachher, wie gesagt, beim Nachbarn die Wiesendauer. Und ja, die wird schon in die Abendstunden hineingehen, aber wir werden es auch zeitig beenden, damit wir morgen wieder fit sind, weil morgen um 11:30 Uhr wollen wir wieder hier sein zur Digi-Wiesen. Genau, perfekt. Deswegen kleiner Werbeblock für morgen. Was machen wir morgen? Wir sind hier. Okay, das ist schon mal was. Richtig. Genau. Gesellschaft. Der Mittelstand ist natürlich gut vertreten. Oxopt ist Berlin. Oxopt ist. Genau. Halleluja. Wir haben eine Woche vor der Wahl sozusagen, haben wir uns die Verbandsvertreter dazu geholt. Einen haben wir auch gerade gesehen, den Thorsten Schiele vom Exportclub Bayern, der wird dabei sein. Franz Josef Schirrer, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Vize von der Mittelstandsunion. Wen haben wir noch dabei? Ja, wir haben Thomas Sattelberger wieder dabei. Thomas Sattelberg, beim Jahr. Ein Urgestein der Digi-Wiesen sozusagen. Ja, genau. Den haben wir letztes Jahr auch öfters begrüßt, ein toller Gesprächspartner. Den Amir Rugani haben wir dabei. Amir Rugani, ganz spannender Kontakt, ja. Grünen Wirtschaftsdialog, also auch ein guter Typ, macht richtig Spaß, mit dem zu diskutieren. Wir haben den Michael Kertlow. Kerklow, der dafür kommt, also vielleicht an dieser Seite auch nochmal kurz gesagt, der Michael Kerklow ist der Präsident vom Exportclub Bayern und gleichzeitig Lufthansa-Aufsichtsrat und der ehemalige Geschäftsführer vom Flughafen München. Er ist leider krank, gute Besserung an dieser Seite an dich. Normalerweise wäre er auch jetzt eigentlich am Tegernsee mit dabei gesessen im Video, aber leider schafft er es nicht mehr, im Krankenhaus ist. Also gute Besserung. Wir sehen uns aber auf jeden Fall und da bin ich mir sicher, dass wir das auch hinkriegen. Aber dafür den Thorsten Schiele zu schicken, ist eine gute Entscheidung. Dann haben wir noch den Olaf NRW, liberaler Mittelstand. Genau. Apropos Mittelstand, den Andi Kleck haben wir auch noch, Vorstand German Mittelstand. Der ist auch mit von der Partie, und der Ingolf Brauner, auch German Mittelstand und Präsident Mittelstand in Bayern. Also eine illustre Runde. Da bin ich gespannt, was die Forderungen und Wünsche Richtung Berlin sein werden. Genau. Es könnte eine spannende Geschichte. Parteienlandschaft, da ist viel schon drin, aber ich glaube, das wird ein toller Mittag. Genau, also wir ziehen uns zurück, oder ich ziehe mich zurück. Ich wollte gerade sagen, wir setzen uns da hinten neben den Die lassen wir einfach dann feiern, das ist doch eine gute Nummer. Das wird jetzt einfach für dich, oder? Doch, du willst es super einfach. Ich setze mich zu Lisa da drüben hin, und da ist alles schön dabei. Ja, da freue ich mich, also wie gesagt, das wird echt spannend und schaltet ein, morgen um 11:30 Uhr, dann mit einem komplett neuen technischen Setup, weil das hat die heute echt zur Verzweiflung, weil ich habe gestern, glaube ich, bis Mitternacht irgendwie fein getuned nochmal und da ein bisschen OBS dahin gesprüht und ein bisschen Jabra da und also alle Gewürzzutaten habe ich da zusammengetan. Hat wunderbar funktioniert. Ich klappe hier auf. Nichts geht nicht. Aber Werner, Kompliment an dich. Du bist total entspannt und im Stress kam heute nichts bei uns an. Also, na, das lag an den 2 Whiskys, die ich vorher gehabt habe. Der Werner kennt, dass das alles schief geht. Ah, oder? Also, das haben wir ja mittlerweile gebucht. Aber jetzt haben wir uns mit meinem alten Rechner, ich habe einen neuen Rechner gehabt, der funktioniert nicht so, wie ich wollte. Mit meinem alten Rechner und mit Zoom und mit Java hat es funktioniert. Also keine Experimente, lasst OBS weg. Dementsprechend, ich habe da auch einen geplant, also schön die Musik, die der Frank mir rübergeschickt hat. Alles war schon drin als Stream, ich habe nur mehr drücken müssen. Alles super, ich war so verliebt in meine Technik und nichts hat dann funktioniert.
Macht nichts. Bandbreite haben wir jetzt auch geregelt, das kriegen wir jetzt auch wieder hin. Das ist auch schön. Nutzt die das Public-Netz in Nockherberg, das bringt nichts. Da hängen 1000 andere dran, genau. Ich habe keine extra Leitung rein. Und ansonsten war es eine schöne Runde. Was sind eure Wünsche für die nächsten 16 Tage? Was erwartet ihr? Fangen wir mal bei dir an. Was erwarte ich mir eigentlich? Also diese zünftige Diskussionen, wie wir es jetzt hier gehabt haben, im ganzen scheren Rahmen, Informationsaustausch, kennenlernen einfach auch und super interessante Themen, aber das sind ja, was man sich so anschaut. Also das zeige ich wirklich ganz sachlich. Sauber, super. Wusste ich auch, du hast gezeigt dafür. So. Was ist deine Erwartung? 16 Tage Digiwiesen. Ja, dadurch, dass wir natürlich nächste Woche eine ziemlich große Wahl anstehen haben, erwarte ich mir schon ein bisschen mehr Feedback von allen Beteiligten, was die denn so denken über die einen oder die anderen Skripte und nach welchen Kriterien gehen sie vielleicht einmal vor und was brauchen wir im German Mittelstand, um wirklich die nächsten 4 Jahre gut über die Runden zu bringen. Ja, was brauchen wir wirklich? Das wollen wir auch diskutieren. Morgen, dein Wunsch für die nächsten 16 Tage? Auf jeden Fall, dass wir alle uns zusammentun, natürlich auch das Netzwerk zeitgleich ausbauen, viel Spaß dabei haben, dementsprechend auch viel feiern und natürlich auch viel Input mit dabei ist. Perfekt, danke dir. Jan. So, was erwarten ich mir die 16 Tage? Ja, also wieder spannende Impulse tatsächlich. Wollte ich vorhin schon noch dazu gesagt haben, ich bin ja erst Mitglied im German Mittelstand geworden, aufgrund dessen, weil ich dann bei der Digiwiesen mit dabei war. Und das hat mich motiviert, mich da mehr zu engagieren und war dann bei vielen Veranstaltungen mit dabei und durfte jetzt sogar alle mitveranstalten und hoffe, dass wir wirklich viel Input bekommen und dass wir auch den German Mittelstand nach außen wieder gut vertreten und die Stimme für den Mittelstand nach draußen bringen in Verbindung mit der Wiesen. Und das erhoffe ich mir, dass klar, Marketing, Kommunikation, das ist ja so ein bisschen unser Thema. Das heißt, Tue Gutes und sprich darüber. Und das hoffe ich auch. Ich habe vorhin auch, als ich hier am Handy gesessen habe, habe ich ein Posting losgelassen auf LinkedIn, auch hier Behind-the-Scenes-Fotos. Also teilen, liken, sharen. Also wir haben doppelt gemoppelt, aber teilen und kommentieren und danach nochmal sharen. Und danach nochmal sharen und nochmal teilen, genau. Und viel drüber reden, weil drüber reden hilft, weil dadurch werden wir wahrgenommen und dadurch bekommen wir eine Stimme. Und das hoffe ich, dass wir mit der Digiwiesen da die guten Impulse nach draußen tragen. Perfekt, danke dir. Ich gebe mal rüber. Zu mir. Ja, danke natürlich. Dankeschön. Ja, also was erwarte ich mir für die nächsten 16 Tagen? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mein unternehmerisches Netzwerk ausbauen kann, viele inspirierte Leute kennenlerne. Ja, das ist mir sehr wichtig. Und ich bin als Unternehmer, ich bin zwar ein technischer Nerd, aber ich bin digital in der Werbung oder im Marketing nicht gerade der größte Held. Ja, deswegen muss ich mir Unterstützung holen und das würde mich sehr freuen, dass ich viele Leute kennenlerne, die mir helfen können, meine Firma in München aufzubauen. Und ganz wichtig sind natürlich viele gute Kontakte. Perfekt, danke dir. Carola. Sollen wir noch mal kurz ja? An die Herrschaften an den Bildschirmen, was wünschen wir? Einen kurzen Quickie. Das wünschst du dir, Werner. Du musst sagen, wer dran ist. Nicht, dass alle gleichzeitig. Wer möchte? Ja, also ich bin ja schon seit ewigen Zeiten auch im Digitalgeschäft tätig, komme ja auch aus den Werbeagenturen, den internationalen, und freue mich natürlich, wenn ich immer wieder neue spannende Entwicklungen mitbekomme, mittendrin bin und dann eben halt auch gerne immer bei solchen Brainstorming-Runden, so die Boxen waren ja letztes Jahr auch richtig toll. Wenn man da in der richtigen Box war, dann hat es da ja schon den einen oder anderen guten geschäftlichen Funken gegeben zwischen den Leuten und das fand ich toll. Und natürlich das Lebensgefühl, das Bajuwarische, das kriegt man ja hier im Norden nicht immer so viel mit. Da bin ich immer ein bisschen neidisch und so kriege ich diesmal das ja auch an einigen Tagen dann vor Ort mit, aber auch so digital ist das eine tolle Sache. Ganz toll, Werner, was du da so auf die Beine gestellt hast. Danke, kann ich aber nur an alle weitergeben. Jetzt im Schnelldurchlauf Frank und Nicola und dann müssen wir auch schon wieder 13 Uhr beschließen.
Genau, also ganz schnell, ich freue mich auf inspirierende Kontakte rund um die Digiwiesen, den German Mittelstand, allen Freunden, Partnern und Networking, was man sonst auf den Wiesen getan hat, wollen wir jetzt hier machen. Ich freue mich riesig darauf, dass wir uns vor Ort sehen, dass wir uns hier in Zoom sehen und genau, digitales Geschäft ist auch mein Business, Marketing seit der New Economy machen wir digitale Geschäfte und wenn es Austausch gibt darüber, glaube ich, heute mehr denn je. Es ist wichtig und darauf freue ich mich. Top, top. Ja, dann schließe ich mich gleich an. Ich freue mich natürlich auf auch die tollen Gespräche und wenn ich so das Line-up sehe, denke ich mir, das sind so unterschiedliche Persönlichkeiten dabei, unterschiedliche Sichtweisen, Meinungen und ich glaube, das wird richtig spannend und natürlich auch für uns, auch für mich persönlich, das Thema Hybrid, sei es Working, Schooling oder auch Partying. Schon aus diesem Aspekt finde ich das sehr, sehr spannend und ich freue mich wirklich auf die nächsten Tage und ich freue mich schon auf Montag, wo ich dann auch an eurem Tisch sitze. Sehr schön, da freuen wir uns auch. Montag, New Work, das ist das Thema von Jabra und Zoom. Ihr seid ja in Partnerschaft sozusagen ja auch immer aktiv, weil es auch einfach passt. Du darfst das letzte Wort. Das ist nett. Also ich freue mich auf dich, lieber Werner. Ja, was Wir sonst? haben jetzt viel Moderation miteinander. Das ist immer schön, weil es sind einfach tolle Leute hier dabei. Es macht wirklich große Freude, mit euch, mit allen Gästen zu diskutieren. Ich freue mich sehr drauf. Und ansonsten wünsche ich natürlich uns allen gesunde Digiwiesen. Ihr wisst, worauf man achten soll. Also bleibt alle gesund, bleibt alle gut drauf. Und dann würde ich sagen, bis Mosche. So ist es. Prost. Prost. Bis morgen. Prost. Ciao, ciao, ciao. Prost. Bis damals. So, ich muss mal kurz an die Technik. Danke nochmal an die Runde. Ein Träumchen. Schiebers, ja. Schiebers ist bei Bruin, gell? Ohne Bruin geht nichts mehr.